Den Sudan als Staat gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Chaos, Elend und den Machtkampf zwischen zwei skrupellosen Generälen. They are just killing people for nothing. You saw victims yourself. They are not soldiers, they are not armed, they are kids. This is war from the militia, is without any rules, without any moral. Sudan is the world's largest humanitarian crisis. Der Krieg treibt die Menschen in die Flucht. Über 10 Millionen im Landesinnern und 2 Millionen ins Ausland. Mehr als die Hälfte der sudanesischen Bevölkerung leidet an Hunger. Das sind mehr als 25 Millionen Menschen. Alles, was wir hier an humanitärer Katastrophe erleben im Sudan, ist menschengemacht von denen, die den Krieg führen. Die Kämpfer machen, was sie wollen. Grausamkeit liegt im Ermessen des einen Kämpfers auf dem Schlachtfeld. Ist die größte humanitäre Katastrophe der Welt bloß die Folge eines Machtkampfs zwischen zwei Männern? Willkommen bei #SRF Global. Wir reden heute über den Sudan. Dort tobt seit 1,5 Jahren ein schrecklicher Krieg. Vertreibungen, Gewalt und Hunger, sie bringen unermessliches Leid für Millionen von Menschen. Es geht um einen Machtkampf im Innern des Landes mit einer langen Vorgeschichte. Es geht um verschiedene Volksgruppen und Religionen, aber auch um Großmachtinteressen, um Rohstoffe, um Häfen. Und es geht um einen Krieg, der wenig Schlagzeilen macht, der im Schatten der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen in Vergessenheit zu geraten droht. Der Krieg im Sudan ist sowohl ein vergessener Krieg als auch einer, dessen Geschichte schwer zu erzählen ist. Was den Krieg im Sudan unter anderem auch so kompliziert macht, ist, dass wir keinen Kampf haben zwischen Gut und Böse, zwischen einer demokratischen Seite oder einer autokratischen Seite, sondern zwei in sich sehr schlimmen Seiten. They have killed thousands, seemingly without remorse. They have manufactured a climate of sheer terror, forcing millions to flee. أبي في ستة العالم كلهم ظروفهم كعب ما عندهم قروش قال يأكلون هل ناكل ونشرب. Oui, il y en a qui décèdent. S'ils n'arrivent pas à mener référé tôt, et c'est le destin, le décès. Aber der Reihe nach. Der Sudan ist das drittgrößte Land in Afrika. 5-mal größer als Deutschland. Mit 50 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Hauptstadt heißt Khartoum. Am Anfang des Krieges stehen zwei Generäle. Zuerst sind sie Verbündete. Mehr noch, sie verdanken ihre Macht letztlich demselben Mann. Aber dazu später. Jedenfalls wenden sie sich irgendwann gegeneinander und kämpfen um die Vorherrschaft im Sudan. Auf der einen Seite Abdel Fattah al-Burhan, der Chef der sudanesischen Streitkräfte, der SAF. Auf der anderen Seite Mohamed Hamdan Daglo, bekannt als Hemeti, das ist sein Übername. Er ist der Chef der sogenannten Rapid Support Forces, der RSF. Die SAF von al-Burhan kontrollieren den Osten des Landes, die Häfen am Roten Meer und einen Teil der Hauptstadt. Doch der größere Teil der Hauptstadt ist unter Kontrolle der RSF von Hemeti. Ebenso wie der Westen des Landes. Dort liegt auch einer der großen Kriegsschauplätze, nämlich Al-Fasher, die Hauptstadt der Region Darfur. Das Ausmaß der Katastrophe hat auch mit der Größe des Landes zu tun. Und mit dem Klima. Die Regenzeit macht die Logistik im Sudan immer schwer, aber das macht sie seitdem es Regen gibt und seitdem es Straßen gibt. Also das ist nichts Neues. Was wir heute haben, eine Hungersnot in Teilen des Sudan, das ist menschengemacht. Der Weg von Port Sudan nach Darfur braucht schon in guten Zeiten häufig 2 Wochen mit Lastwagen und wenn auf dem Weg
Milizenherrschaft ist und Fronten sind, dann kommen die Trucks ganz häufig gar nicht an. Der Krieg im Sudan ist die größte humanitäre Katastrophe der Welt. Es ist vor allem auch die größte Vertreibungskrise der Welt. Denn ein Großteil der sudanesischen Bevölkerung ist durch das Kriegsgeschehen, das sich durch das ganze Land ausgedehnt hat, vertrieben worden, in das Ausland, aber auch binnen vertrieben. Und es sind nachhaltig Kapazitäten für Nahrungsmittelversorgung zerstört worden, ebenso wie sehr wichtige Infrastruktur durch das ganze Land. Der Sudan ist mit mehr als 19 Putschversuchen eines der putschanfälligsten Länder dieser Welt und auch auf dem afrikanischen Kontinent. 9 dieser Putschversuche sind erfolgreich. Seit der Unabhängigkeit des Sudan im Jahr 1956 stürzt das Militär 9-mal die Regierung. Nun, das Militär war sicherlich immer die mächtigste Institution im Lande. Teile etwa der Lebensmittelindustrie, des Transportsektors, der Rüstungsindustrie natürlich. Sudan hat auch Rüstungsgüter exportiert in andere afrikanische Staaten, sind und waren unter der Kontrolle des Militärs. Insofern, ja, das Militär ist sicherlich der stärkste oder zumindest einer der stärksten Akteure auf der Fläche gewesen. Nicht nur, wie gesagt, was bewaffnete Macht angeht, sondern auch was Kontrolle des Staates, der Wirtschaft und der Gesellschaft angeht. Das Militär, das sind zunächst die SAF. Und sie bauen ihre Macht immer weiter aus, seit der Geburt des modernen Sudan. The world has gained a new nation. The Sudan, for 58 years under the joint rule of Britain and Egypt, becomes an independent republic. Wie kein anderer prägt Omar al-Bashir den Sudan. Er putscht sich an die Macht und bleibt dort 30 Jahre lang. Er weiß, dass ihm das gleiche Schicksal droht wie seinem Vorgänger und tut alles, um das zu verhindern, indem er die militärische Macht aufteilt und damit den heutigen Krieg erst möglich macht. Jeder Machthaber, der durch einen Putsch an die Macht kommt, muss sich entsprechend auch absichern und die Tür hinter sich verschließen, im übertragenen Sinne. Omar al-Bashir hat da verschiedene Strategien gefahren. Bashir kam aus der SAF, also aus den Sudanese Armed Forces, und hat einfach beide militärischen Formationen unterstützt oder aufgebaut, hat eben 2 Parallelarmeen geduldet und aus Staatsgeldern unterstützt, so dass es hier eine Art Machtgleichgewicht zwischen 2 militärischen Formationen gab. Hat er selber dafür gesorgt, dass die Rapid Support Forces, die sogenannten RSF-Milizen, aufgebaut worden sind, um ein Gegengewicht gegen das Militär, aus dem er selbst kam, zu haben. Diese künstliche Zerteilung verhindert, dass das Militär dann doch zu viel Macht akkumuliert und die Fähigkeit bekommt, einen neuen Putsch zu starten. Denn der Sudan hat heute quasi 2 Streitkräfte, 2 gleichwertige Armeen unter einem Staat. Zum einen gibt es also die reguläre Armee, die SAF. Und die Truppen haben mehr als genug zu tun. Denn al-Bashir kämpft im Innern des Landes gleich an 2 Fronten. Zunächst jahrzehntelang im Südsudan, gegen die Bevölkerung. Denn die fordert dort mehr Selbstbestimmung. Die Menschen im Süden gehören dem Christentum an und lokalen Religionen und nicht dem Islam, wie im übrigen Sudan. Und im Süden gibt es viel Erdöl. Noch während der Krieg im Süden tobt, bricht ein zweiter aus, im Westen, in der Region Darfur, fast so groß wie Frankreich. In vielen Teilen des Landes war der Staat vor allem mit der Armee
und den Geheimdiensten der Armee und manchmal mit Milizen, die mit der Armee gearbeitet haben, präsent, aber nicht mit einer Verwaltung, die über das ganze Land für die Menschen gearbeitet hat. Der Staat sozusagen war nur sehr begrenzt vorhanden. In Darfur, wo es Übergriffe von Milizen auf Dörfer gab und die nächste Polizeistation war vielleicht 100, 200 Kilometer weg. Ein Gericht war auch nicht zu finden und insofern haben Menschen sich selber bewaffnet, haben Menschen selbst versucht, entweder mit Gewalt ihre Interessen durchzusetzen oder sich gegen gewaltbereite Milizionäre zu wehren. Gleichzeitig gibt es in Darfur aber auch sehr wichtige Ressourcen, nämlich Gold, aber auch Gummi Arabicum, das angebaut wird und extrem wichtig ist für die Lebensmittelindustrie. Wenn wichtige Ressourcen in einem Ort konzentriert sind, gerade wenn es auch Minderheiten gibt, besteht für die zentrale Regierung eine große Motivation, dieses Gebiet zu kontrollieren und auf diese Ressourcen zuzugreifen. Und so versucht man, die Zivilbevölkerung in Darfur unter Kontrolle zu halten, indem man sie vernachlässigt, indem man keine Investitionen in Infrastruktur oder Bildung führt, um auch die Möglichkeiten der Mobilisierung und der Opposition so gering wie möglich zu halten und diese auch nachhaltig zu zerstören. Deswegen ist Darfur ein enorm kontrolliertes und unterdrücktes Gebiet, aber gleichzeitig auch ein historisch unfassbar vernachlässigtes Gebiet. Rebellen greifen in Darfur die SAF an. Um sie zu besiegen, sucht al-Bashir Verstärkung und findet die Janjaweed-Miliz, die Vorläuferin der RSF, der zweiten Armee im Sudan. Bashir hat selber dafür gesorgt, dass die Rapid Support Forces, die sogenannten RSF-Milizen, aufgebaut worden sind, um ein Gegengewicht gegen das Militär, aus dem er selbst kam, zu haben. Die Miliz geht brutal vor. Luftaufnahmen zeigen Dörfer, die dem Erdboden gleichgemacht wurden. Aber auch die SAF wütet in Darfur. 300.000 Menschen sterben. Vergewaltigungen und Vertreibungen gehören zum Kriegsalltag. Al-Bashir hat 2 Streitkräfte geschaffen, eine brutaler als die andere. Und einem Kommandanten vertraut al-Bashir ganz besonders: Hemeti von der Janjaweed-Miliz. Wir wechseln wieder den Kriegsschauplatz. Von Darfur im Westen zurück in den Südsudan. Dort endet 2011 der Bürgerkrieg. Der Südsudan wird unabhängig. Bis heute ist er das jüngste Mitglied der Staatenfamilie. A nation is born. Al-Bashir ist geschwächt, weil er mit dem Süden einen Großteil des Erdöls verliert. Umso mehr will al-Bashir seine Macht festigen. Er gibt der Janjaweed-Miliz einen offiziellen Status. Sie heißt jetzt Rapid Support Forces, RSF. Und Hemeti, der Anführer, wird zu einem der mächtigsten Männer im Land. Und zu einem der reichsten, weil er Goldminen in Darfur selbst verwalten darf. Aber auch die SAF unter al-Burhan werden immer mächtiger und reicher. Sie kontrollieren zum Beispiel die Waffenproduktion und die Telekommunikation. Al-Bashir stärkt also seine beiden wichtigsten Generäle. Es gibt Schätzungen, wonach im Jahr 2016 sage und schreibe 70% der Staatsausgaben in den Sicherheitsapparat fließen. Und den nutzt al-Bashir für sein Schreckensregime. Er lässt foltern und töten und tanzt auf der Bühne. Wirtschaftlich liegt das Land am Boden. 2018 gehen die Menschen auf die Straße. Die Proteste waren wie immer bei solchen umfassenden Protesten eine Mischung, die sicherlich ausgelöst worden sind durch steigende Lebensmittelpreise und Knappheit auf dem Markt und dann angetrieben worden sind von der Jugend, insbesondere in der Hauptstadt, aber auch in den anderen Städten und in anderen Landesteilen, wo politische Parteien irgendwann gesehen haben, dass da Bewegung, dass da Momentum drin ist, dass eine Diktatur, die sich seit 30 Jahren hält, vielleicht
ihren Zenit nicht nur überschritten hat, sondern ans Ende gekommen ist. Und dann wurde aus den begrenzten Protesten tatsächlich eine Volksbewegung. Eine Revolution bahnt sich an. Doch al-Bashir bleibt und befiehlt den RSF und den SAF, die Proteste niederzuschlagen. Was aber nicht gelingt. Am 11. April 2019 dann die Überraschung. RSF und SAF wenden sich gegen al-Bashir und bringen ihn hinter Gitter. Die Machtteilung zum Machterhalt, sie führt schließlich dazu, dass al-Bashir alle Macht verliert. Stattdessen gibt es jetzt einen Militärrat mit al-Burhan als Nummer 1 und Hemeti als Nummer 2. Doch die Menschen trauen den Generälen nicht. Wieder Proteste und viel Gewalt. Die RSF töten bei einem Sitzstreik 100 Menschen. Und das ist nur eine von vielen Gräueltaten. Jetzt beginnt das Ausland Druck zu machen. Die USA, Großbritannien und die EU, die Afrikanische Union, Äthiopien, Ägypten, aber auch Saudi-Arabien und die Emirate, alle fordern sie ein Ende der Gewalt. Und so gibt es einen neuen Deal. Nun, es gab damals ja viele internationale Parteien, insbesondere die Afrikanische Union, die sich auch gerühmt haben, diesen Deal, die Partnerschaft zwischen Militär und Zivilisten mit verhandelt, mit aufs Gleis gebracht zu haben. Das sah aus wie eine pragmatische Lösung, wo Macht und Legitimität miteinander in Einklang gebracht werden. Das Militär oder die beiden militärischen Formationen hatten die Macht, die Legitimität lag eindeutig auf Seiten der Straße, der Protestbewegung, der Zivilisten. Der Deal schafft zum Übergang einen sogenannten Souveränitätsrat mit Militärs und Zivilisten. Zuerst soll die Macht 21 Monate lang in den Händen eines Generals liegen, dann 18 Monate lang in den Händen eines Zivilisten. Al-Burhan und Hemeti scheinen mitzumachen. Wieder wird Al-Burhan zur Nummer 1, Hemeti zur Nummer 2. Und sie ernennen unter sich einen Regierungschef, Premierminister Abdallah Hamdok. شعار الثورة العميق حرية سلام وعدالة سوف يشكل برنامج الفترة الانتقالية. Das neue Machtkonstrukt währt nicht lange. Die Generäle mischen sich ein und putschen Hamdok aus dem Amt. Der wird dann zwar wieder eingesetzt, bleibt aber schwach. Man hat ihn machen lassen, solange er dem Militär nützlich erschien. Aber letztlich war das kein Pakt von Gleichgesinnten, war das keine Koalition. Nach dem Putsch im Oktober, am 25. Oktober 2021 hat das Militär zuerst überhaupt kein Interesse daran gehabt, Abdallah Hamdok noch einmal oder weiterhin die Regierungsgeschäfte ausüben zu lassen, hat ihn den Hausarrest verwiesen, dann aber gesehen, dass sie selber nicht in der Lage sind, eine legitime Regierung aufzubauen. Dann haben sie Abdallah Hamdok noch mal gefragt, mal gebeten, eine Regierung zu bilden, letztlich unter ihrer Aufsicht. Und Hamdok hat dann festgestellt, dass er dafür keinerlei Unterstützung hat, weder vom Militär, was alles kontrollieren wollte, was er macht. Keine Ernennungen durchsetzen, zum Beispiel im Sicherheitsbereich oder im Justizbereich. Das hat das Militär, wenn man so will, an seiner Nase vorbeigemacht. Und er hatte auch keine Unterstützung von den zivilen, politischen Kräften oder gar von der Straße, von denjenigen, die gegen das Militär auf die Straße gingen, die jeden Tag fast protestiert haben und dafür auch einen hohen Preis bezahlt haben, weil viele ums Leben gekommen sind. 2022 tritt Hamdok zurück.
Und noch einmal, al-Burhan an der Spitze, Hemeti als Nummer 2. Bis am 15. April 2023 scheint der Pakt zu halten. Dann beginnt der Krieg. هذه الحرب التي أشعلها فلول النظام السابق وأجبرنا على خوضها مكرهين. Der Kriegsbeginn am 15. April 2023 wird von Experten oft auch als gescheiterter Putschversuch betrachtet und auch gewertet, weil an diesem Tag die Rapid Support Forces versuchten, den Präsidentenpalast zu stürmen und die Macht über das ganze Land zu ergreifen. Zu dem Zeitpunkt war al-Burhan de facto immer noch der Befehlshaber, der Hauptbefehlshaber und auch das Staatsoberhaupt darüber. Und Hemeti hatte da explizit gegen diese Befehlskette verstoßen. Und für viele stand die Erwartung im Raum, dass das ein schneller Umwurf wird, ein schneller Putschversuch, der sich allerdings nicht so ereignete. Der aber ein Stück weit ethnisiert worden ist. Beide sind Araber, aber Burhan und der größte Teil der Armeeführung sind Araber aus dem Zentrum des Sudan, aus dem Niltal. Hemeti ist ein Araber beduinischen Ursprungs aus dem Westen des Landes, aus Darfur. Grundsätzlich ist es ein Konflikt zwischen zwei Militärs, nicht nur zwischen zwei Generälen, da stehen Institutionen hinter, größere Gruppen dahinter. Was an diesem Krieg anders ist, ist allen voran die ungewöhnliche Konstellation, dass man zwei gleichwertige Armeen hat, die in einem Staat um Macht kämpfen. Der Krieg im Sudan ist zu einem regionalen Konfliktherd geworden, auch wenn er so nicht anfing, auch wenn es ursprünglich eine rein innenpolitische Angelegenheit war, wo auch bis heute das Kampfgeschehen die Grenzen de facto noch nicht überschreitet. Die Lage, die Bodenschätze und Wasser, sie machen den Sudan zu einem Schlüsselland. Zum Beispiel, weil der Nil durch den Sudan fließt und für Ägypten lebenswichtig ist. Und weil der Sudan über Häfen am Roten Meer verfügt. Auf halbem Weg zwischen dem Mittelmeer, dem Suezkanal und dem Horn von Afrika. 15% des Welthandels gehen hier durch. Waren aus Asien nach Europa und andersherum. Und enorme Mengen an Öl. Wobei es mit dem Öl so eine Sache ist. Der Sudan hat früher selbst viel davon, aber im Süden, und der ist ja seit 2011 unabhängig. Geblieben ist Gold, viel Gold und die Gier nach Geld und Macht. Gold ist der Rohstoff, der den Krieg anfeuert, wenn Sie so wollen. Sowohl die SAF als auch die RSF exportieren Gold, um damit ihre Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Gold ist eine der wichtigsten Ressourcen der sudanesischen Wirtschaft. Für Akteure, die sich einmischen, wie zum Beispiel Libyen, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, bedeutet Gold eine Unabhängigkeit vom Dollar und von der westlichen Wirtschaft. Und für die beiden Kriegsparteien bedeutet das Gold, sie können Waffen kaufen. Viele Waffen. Die Kriegsführung im Sudan kommt mit einer enorm großen logistischen Herausforderung, weil an vielen Fronten überall im Land gekämpft wird. Und daraus ergibt sich eine enorme Nachfrage an Waffen. Diese enorme Nachfrage erforderte es, internationale Netzwerke aufzubauen. Beide Kräfte haben sich um Unterstützung von außen bemüht. Zu Beginn des Krieges schien das eindeutiger. Die RSF haben sehr gute Kontakte zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die SAF hat sehr gute Kontakte zu Ägypten. Doch je länger der Krieg dauert, desto verwirrlicher sind die Verbindungen zwischen den Kriegsparteien und ihren Verbündeten. Das gilt auch für Russland und für die Ukraine. Also auch nach Russland geht Gold aus dem Sudan. Wir wissen, dass Russland unter den internationalen Sanktionen ein großes Interesse hat, Goldvorräte zu sichern. Das kommt zum Teil über Ägypten, das kommt zum Teil über die Emirate oder kann auch direkt über den Hafen von Port Sudan kommen. Ukrainische Kommandos waren zeitweise beteiligt, sicherlich keine entscheidende Kriegspartei, aber ukrainische Kommandos
haben zumindest in einigen Gelegenheiten die SAF unterstützt. Für die Emirate ist sudanesisches Gold extrem wichtig für die eigene Wirtschaft. Da kooperieren Russland und die Emirate gemeinsam tatsächlich eben im Goldschmuggel und im Goldhandel. Denn Gold ist ein glänzendes Mittel, um Spuren zu verwischen und Sanktionen zu umgehen. 2022 exportiert der Sudan 39 Tonnen in die Vereinigten Arabischen Emirate im Wert von $2 Milliarden. Diese Schätzungen machen Expertinnen und Experten. Weitere 60 Tonnen gelangen 2022 über Schmuggelrouten in die Emirate. Durch Ägypten, Tschad, den Südsudan, Uganda und Äthiopien. Das sind noch mehr Milliarden für die Generäle im Sudan. Gold ist für den Sudan Fluch statt Segen. Die Bodenschätze und die geografische Lage sind ein Grund, warum bislang alle diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Krieges scheitern. Obwohl es immer wieder Versuche gibt. Die USA hat keine Partei ergriffen, ähnlich wie die überwiegende Zahl der Staaten der Welt, wie die Afrikanische Union, wie die UNO, wie die Staaten der Europäischen Union, wie die Schweiz, sondern haben sich auf den Standpunkt gestellt, dass wir hier zwei Kriegsparteien haben, die beide verantwortlich sind für den Krieg. Sie haben also auch nicht gesagt, hier ist eine Regierung und da sind Rebellen. Also die einen sind die legitimen, die anderen sind die illegitimen. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs geht davon aus, dass beide Seiten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. RSF und SAF. Die Aussichten auf Frieden und Stabilität im Sudan sehen schlecht aus. Und da sollte man sich auch nichts vormachen. Die Lage ist nicht gut und wird auch auf lange Zeit noch so bleiben. Im August laden die USA zu Verhandlungen in die Schweiz. Es gelingt ihnen aber nicht, beide Kriegsparteien an den Verhandlungstisch zu bringen. Und so gibt es auch keine Waffenruhe. Bloß eine Übereinkunft über Hilfslieferungen für die Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass der Krieg im Sudan ein vergessener Krieg ist. Es ist vielleicht ein ignorierter Krieg. Es gibt immer geopolitische Interessen und zum Teil können die einfach heißen, dass andere Interessen höhere Priorität haben. Das gilt für die USA, das gilt für Europa. Zurzeit sicherlich mit Blick auf die Ukraine und auch mit Blick auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Das ist uns näher, nicht nur geografisch. Es wird wichtiger genommen in Europa, es wird wichtiger genommen in den USA. Ja, schauen Sie, wofür oder wogegen bei dem Kongress der Demokraten demonstriert worden ist. Niemand für den Sudan oder für Frieden im Sudan demonstriert. Ukraine und Gaza sind hier die großen Themen. Flüchtlinge aus dem Sudan kommen in die armen Nachbarstaaten, darüber haben wir gesprochen, aber sie kommen eben nicht unmittelbar nach Europa. Insofern sind es eher die nicht vorhandenen direkten Interessen, die zur Ignoranz oder zum Ignorieren dieses Krieges führen, als die direkten, wenn Sie so wollen, gestalterischen, geopolitischen Interessen. Wenn Sie bis hierhin geschaut haben, zeigen zumindest Sie Interesse am Krieg im Sudan. Was aber wiederum nichts daran ändert, dass dieser Krieg auf der Rangliste der Grausamkeiten ganz oben steht und auf der Prioritätenliste der Weltpolitik ganz unten. Ja, was denken Sie, was wäre zu tun, um den Krieg zu stoppen und dem Sudan eine Zukunft zu geben? Schreiben Sie mit #SRFglobal auf X, schreiben Sie mir eine E-Mail oder in den sozialen Medien. Das war's von #SRFglobal. Produziert wie immer von Christina Brun. Die nächste Folge gibt's am 3. Oktober. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine friedliche Zeit.